Ja, all in. Ich werde euch mitnehmen in einen Bibeltext gerade heute Morgen. Zwei ganz lässige, spannende Geschichten. Und wir werden nachher schauen, was das für uns bedeuten könnte. Was kostet es mich, Jesus nachzufolgen? Jesus, in Matthäus 13, 44, bringt das Gleichnis von einem Schatz. Und er sagt, das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen gefunden hat. Und in seiner Aufregung hat er ihn versteckt, hat alles verkauft, was er hatte, damit er genug Geld hatte, um den Acker zu kaufen und den Schatz zu erwerben. Und dann kommt schon das zweite Gleichnis. Und Jesus sagt da, dass Himmelreich vergleichbar ist mit einem Perlenhändler, der nach einer kostbaren Perle Ausschau gehalten hat und hat eine gesehen von grossem Wert, hat alles verkauft, was er hatte und hat die eine Perle gekauft. Es sind zwei Gleichnisse und sie unterscheiden sich ein bisschen. Und beim einen ist jemand zufällig auf den Schatz gestoßen, beim anderen hat jemand wirklich gesucht nach dem. Aber das Gleiche in beiden war, beide haben erkannt, es lohnt sich, alles zu geben, um etwas überzukommen, das noch so viel grösser ist, als das, was sie investiert haben. Und für das haben sie wirklich auch gelebt und das haben sie gemacht. Und was ist denn das? Was ist denn der Schatz im Acker? Was ist denn die Perle? Und Jesus sagt, das ist das Himmelreich, das Reich von Gott oder das Königreich von Gott, Basileia Theou, das Königreich von Gott. Und er sagt, das ist das Kostbarste. Wenn wir uns würden fragen, ja, was ist für dich das Kostbarste auf dieser Welt, dann würden viele Menschen sagen, ja, das ist die Familie. Dürfen in einer harmonischen Familie aufwachsen. Und ohne Zweifel, es ist ein riesen Privileg, wenn man aufwachsen in einer Familie, wo die Eltern einander lieb haben, wo Kinder in einer Geborgenheit aufwachsen, eine Familie, wo man Konflikte miteinander löst, aber zugleich auch, da ist eine Harmonie da, ist eine Liebe zueinander, gegenseitige Wertschätzung. Man macht einander nicht ab, man ist nicht ständig am Kritisieren, sondern hat einander wirklich lieb. Das ist etwas vom Kostbarsten, was es gibt auf dieser Welt. Für andere würden vielleicht sagen, ja, ein Baby, das geboren wird, das ist irgendwo das Größte auf dieser Welt. Andere würden sagen, vielleicht Erfolg im Beruf, oder finanzielle Spielräume, Freiheit. Und die meisten Schweizer würden sagen, ja, Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste. Aber das Kostbarste, das muss etwas sein, wo viel grösser ist als alles, was wir hier noch temporär haben. Es muss etwas sein, das unser Leben überdauert. Es muss etwas sein, das auch mächtiger ist als das, was wir selber beeinflussen können. Es muss etwas sein, das wirklich von einer höheren Macht wie beschützt wird, ermöglicht wird, geleitet wird. Und Jesus sagt, es gibt das und das ist das Himmelreich von Gott oder das Königreich von Gott. Und über das werde ich für einen Moment reden, weil mir ist so bewusst wurde, dass vermutlich so wenig Menschen verstehen, warum es sich lohnt, für das Himmelreich von Gott wirklich zu leben. Und was es wirklich umfasst. Und mir kommt so vor, ich habe so ein paar Gedanken zusammengestellt, ich bin mir am Schluss so vorgekommen, als könnte ich euch das nur schwarz-weiß präsentieren. Oder nur in 2D. Und mein grosses Gebet ist, dass wirklich Gott zu deinem Herz redet und eine Begeisterung heute Morgen auslöst, dass es schwarz-weiß farbig wird und dass es 2D, 3D wird. Schau, was ist das Himmelreich von Gott? Es fängt eigentlich damit an, mit dem Verständnis, dass es einen Gott gibt, wo uns Menschen hat wollen und wo uns in seiner grossen Liebe erschaffen hat. Und nicht nur erschaffen hat, so ein bisschen als ein kleines Nüteli auf dieser Welt, sondern uns erschaffen in seinem Bild. Das heisst, jeder Mensch auf dieser Erde trägt etwas von der Göttlichkeit Gottes. Nur in seinem Leben, auch wenn vieles kaputt gegangen ist. Und was ist das für ein Privileg? Und dass sich der Gott nach einer vertrauensvollen Beziehung mit uns sehnt, uns für das geschaffen hat. Gott hat uns nicht in erster Linie dazu geschaffen, damit wir Ferien machen, damit wir Family haben, damit wir Hobbys machen können, sondern sein grösster Wunsch war, lebt in einer Beziehung zu mir and you will be happy.
Und in seiner grössten Predigt redet Jesus in Matthäus 6 eigentlich über nichts anderes, 5, 6 und 7 über nichts anderes, als über das Glück, in dem Reich von Gott dürfen zu leben, in dieser Beziehung mit ihm. Und jetzt kommt ein Riesenproblem. Und das sind wir Menschen. Wir Menschen haben ein tiefes Misstrauen in Gott. Ein tiefes Misstrauen, dass er uns wirklich liebt, dass seine Wege die besten sind, dass Beziehung zu ihm das Allerwichtigste ist, was es gibt auf dieser Welt. Und das Beste, was passieren kann, ist, uns dem grossen Gott zu unterordnen, zu hören auf ihn und in seinen Weg zu laufen. Und wenn es uns alles kostet auf dieser Welt. Und der Teufel, und die Bibel bezeichnet ihn als die Macht, die bis zum heutigen Tag alles daran setzt, das tiefe Vertrauen, das wir haben zu ihm, zu untergraben, kaputt zu machen und uns mit Lügen zu bombardieren, dass es eben nicht so ist, wie Gott gesagt hat in seinem Wort. Und jetzt kommt ein grosses Problem, ist, wir glauben dieser Lüge. Wir glauben dieser Lüge, dass wenn wir unser Leben in die eigenen Finger nehmen, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, wenn wir unser Glück selber definieren, wenn wir selber für uns schauen in unserem Leben, dass dann das Leben besser kommt. Und das ist das, was die Bibel Sünde bezeichnet. Als Sünde bezeichnet, wir verfehlen das Ziel, für das wir geboren sind. Und das wäre, don't worry, trust God. So einfach wäre es eigentlich. Und lebt zu seiner Ehe. Und Gott hat das gesehen. Und durch die Grundgesinnung von uns Menschen ist so viel Leid in die Welt hineingekommen. Das ist letzten Endes die Ursache der grossen Kriege auf dieser Welt. Das ist die Ursache davon, dass Menschen charakterlich so schwierig sind. Es ist die Ursache für das, dass so viele Familien voneinander fallen. Wir glauben der Lüge vom Teufel mehr als der Wahrheit von Gott. Und jetzt könnte Gott sagen, okay, selber die Schuld. Schau, das ist die Liebe von Gott. Er hat gesagt, weißt du was? Auch wenn ihr mir misstraut, ich werde einen Plan machen, um euch zurückzuholen, um euch eine Chance zu geben, aus dieser Macht von der Sünde auszubrechen, aus diesen Lügen auszubrechen und reinzukommen, wieder in die lebendige Gemeinschaft mit mir. Und für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Der Jesus ist der Eintritt zurück ins Reich Gottes. Er ist der Eintritt in die Segnungen von Gott wieder zu kommen, unter den Schutz von Gott wieder zu kommen, unter Gottes Güte zu kommen, wieder reinzutreten in ein Leben von dieser bedingungslosen Liebe von Gott, von einem Leben, wo ich mich weder muss sorgen, wie wir letzten Sonntag gehört haben, noch irgendeine Besorgnis über die Zukunft muss haben. Und ich weiss, egal was kommt, mein Leben wird gelingen. Weil nicht ich mich darum kümmern muss in meiner begrenzten Kraft, sondern Gott kämpft für mich. Für das ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und darum geht es darum, dass wir alles dran setzen, in das Königreich von Gottes zu kommen. Alles dran setzen, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Alles dran setzen, die Lüge, unter der unsere Gesellschaft so leidet und es nicht begreift. Wir meinen, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Wir sind eine belogene Gesellschaft. Zu erkennen, was abläuft, die Wahrheit zu erkennen, wo in Jesus und wo Gott uns darbietet und zurückzufinden. Und das ist das Coole, zurückzufinden in das Leben mit Gott. Und das ist das Leben von der höchsten Qualität. Und dann geht es darum, die Beziehung zu Gott anfangen zu pflegen. Das ist der Grund, warum wir beten. Das ist der Grund, warum wir die Bibel lesen. Das ist der Grund, warum wir sagen, wir möchten verändert werden. Hey, Gott hat uns doch nicht geschaffen, dass wir als Opfer durch das Leben gehen. Er hat uns geschaffen, um Kinder von seinem Reich zu sein. Kinder von seinem Königreich zu sein. Princes and Princesses. Und wir möchten lernen, uns auch so entsprechend zu verhalten. Wir möchten lernen, hey, auch genauso wie Prinz und Prinzessinnen wissen, hey, wenn mein Papa der König ist, gibt es keinen Mangel. Was auch immer notwendig ist, ist schon finanziert. Wie cool ist das? Was es immer braucht, um einen Weg für mich vorzubereiten, mein Vater, der König, er hat es schon gemacht.
Die Bibel sagt, wir lernen leben in diesen wunderbaren, in den allergrößten Verheißungen oder Versprechen, die es gibt auf dieser Welt. Weißt du, viele Menschen lügen dich an, viele Politiker lügen uns an, versprechen Grosses, kommen an die Macht und die Hälfte von dem im besten Fall setzen sie um. Aber Gott, kein einziges Versprechen, das er gemacht hat, wird nicht in Erfüllung kommen. Gott steht zu seinem Wort, zum kleinsten Ding. Die grössten Verheißungen. Wir kommen in ein Leben hinein, wo wir reinkommen, unter Gottes Versorgung, unter seinen Schutz, unter seine Leitung. In ein Leben, wo Wunder wirklich möglich sind. Wir haben in diesem Jahr so viel Wunder erlebt, auch gerade durch Eindrücke, die Gott einfach hineingelegt hat, sind so viele Menschen geheilt worden in unserer Church, hier in Buchegg, in Silberen und an unseren beiden weiteren Standorten in Chur und in Pontresina. Wir haben einen lebendigen Gott. Und für ihn ist nichts unmöglich. Und das ist selbstverständlich, wenn man im Reich Gottes lebt. Mit dem lebt man, mit dem rechnet man. Und weißt du, und dann hat man eine riesige Leidenschaft, dass noch so viel mehr Menschen dürften das sagen, die Freude, der Frieden, die Power, die Dynamik von dem Reich Gottes erleben. Und wir leiden mit, wenn Menschen nicht das haben. Wir leiden mit, wenn Menschen es nicht sehen. Und so viele Schweizer sind irgendwo belehrt worden. Religion, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ohne Religion wird der Staat am besten bedient. Und ich glaube, im Sinne von Religion, jawohl, wäre das Beste, sie wäre draussen. Aber nicht eine persönliche, lebendige Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Das ist das, was es braucht. Das ist das, was unsere Gesellschaft braucht. Und es wird so viele Probleme lösen, die wir heute versuchen, auf politischer Ebene zu lösen. Und dann die Vorfreude, dass das auf dieser Welt nicht alles ist. Die Vorfreude, dass das Reich mal wieder anbrechen. Und zwar sichtbar. Das Reich von Gott, wo realisiert wird durch den Himmel, wo es wirklich himmlisch abgeht, her und zugeht. Ich meine, was ist das für eine Perspektive? Ich meine, meine Perspektive ist nicht irgendwo in Dietiken in 40 Jahren einmal 1,80 unter der Erde zu liegen. Das ist nicht meine Perspektive. Meine ist eine andere. Der Matthias wird dort mal beerdigt werden und nach 2 Generationen hat man ihn vergessen. Aber mein Leben geht weiter. Es geht weiter dort, wo kein Mensch ankommt, wenn er nicht Frieden mit dem lebendigen Gott findet. Dort, wo es nur einen Weg angeht und der heißt Jesus. Und das ist eine Vorfreude. Das ist für mich größere Freude als die nächste Ferien oder was weiß ich oder das nächste Auto mal oder irgend so etwas. Das ist Heaven! Heaven! Und wenn ich die Sachen so zusammengestellt habe, plötzlich merke ich, wie Gott zu mir redet und sagt, Matthias, begreift ihr, was das Reich von Gott wirklich ist? Der Mann ist voller Freude und Begeisterung angegangen, hat alles verkauft, alles gegeben, um die Perlen und den Schatz zu haben. Und Jesus sagt, hey, der checkt, um was es geht in diesem Reich, für den ist nicht mehr die Frage, wie viel kostet es mich, sondern wie bringe ich genug zusammen, um das überzukommen? Was braucht es, um dort drinnen zu leben oder die Segnungen und das Wunderbare, was dazugehört, zu erleben? Und ich habe mich gefragt, gibt es nicht viele Christen, die bei weitem unterschätzen, was es heisst, wenn sie bei Jesus dürfen sein. Die einen haben vergessen, was sie durch Jesus alles geschenkt bekommen haben. Und dass sie wirklich durch Jesus reich geworden sind. Und weil sie es vergessen haben, versuchen sie, den Mangel, den ihnen nur Gott geben kann, zu füllen durch so viele Sachen auf dieser Welt, durch Hobbys, durch Reisen, durch Vergnügen, durch Weiterbildung. Weißt du, du kannst Christ sein und trotzdem ein Suchender bleiben. Wenn deine Suche nicht in Jesus ihre Erfüllung wird finden, bleibst du ein Suchender dein Leben lang. Jesus, sein Reich, es ist alles. Andere werden undankbar.
Und weisst, man findet immer irgendetwas zu motzen. Und es gibt Leute, die haben wie eine Berufung bekommen, über irgendetwas ständig zu motzen. Das muss einmal gesagt sein. Und weißt du, was das Problem ist? Die Menschen haben nicht gelernt, dass es eine neue Sprache gibt, wenn man im Reich von Gott ist. Und das ist die Sprache von der Dankbarkeit. Es ist die Sprache vom Lob. Es ist die Sprache von der Freude. Es ist die Sprache, die das Gute sieht, obwohl es viel Unvollkommenes noch gibt. Es ist die Freude, die auch in einer Kirche, auch wenn es viel Unvollkommenes gibt, die sich freut an dem, was Gott am Tun ist. Und die nennen sich dann noch zum Teil Leute mit einem prophetischen Blick. Aber eigentlich ist es Undankbarkeit. Es ist, dass man nicht realisiert hat, was man durch das Reich Gottes eigentlich bekommen hat. Und andere sind sture Typen. Sie lassen sich nicht verändern von Gott. Sie bleiben, wie sie sind. Und weißt du, es gibt Leute, die sind sogar noch stolz drauf. Ich war schon immer so gewesen, habe schon immer so gedacht. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, dort findet ein Mensch in eine Demut hinein. Und er sagt, verändere mich Gott. Ich kann es mir nicht leisten, so zu bleiben, wie ich bin. Das ist das Reich Gottes. Es gibt eine neue Denkweise in dem Reich. Weil der Maßstab ist nicht mein Maßstab, der Maßstab ist Jesus. Der Maßstab ist sein Leben, ist sein Denken, ist sein Charakter. Und dann gibt es andere Menschen, die leben in dem Reich, aber bleiben dran, in einer Sünde festzuhalten. Sie hören sie nicht los. Sie finden, es ist immer ein Grund, Sünde schön zu reden. Machen andere auch. Ich weiss von Leuten, die machen noch viel Schlimmeres als das. Muss das Leben auch geniessen. Gott ist ein Gott von der Freiheit. Es gibt 100 Argumente, um Sünde schön zu reden, aber tief in deinem Herz weisst du, das passt schon lange nicht mehr ins Reich Gottes. Und du würdest dich schämen, wenn es Gott öffentlich machen. Und wenn du dich nicht mehr schämst, dann ist dein Herz so hart geworden, dass du nicht merkst, wo du bist. Es sind Menschen, die nicht verstanden haben, was es heisst, in dem Reich von Gott zu leben. Und weißt du, und dann gibt es die anderen. Dann merkst du, die sind so anders, die haben sich erfassen lassen, die leben mit einer Begeisterung für den König von dem Reich. Die leben mit einer Freude und einer Hingabe für den Jesus. Für sie ist nicht die Frage, wie viel kostet es mich jetzt? Für sie ist nicht die Frage, mag ich das jetzt auch noch, sondern wenn sie irgendwie merken, hey, da gibt es eine Möglichkeit, Gott zu dienen, in meine Liebe auszudrücken, Gemeinde aufzubauen, sie sind dabei. All in Christen. All in. Und Jesus sagt, schau mal, für das Reich von Gott lohnt es sich, alles zu investieren. Und es ist wahr, in dem Sinn kostet uns das Reich von Gott kostet uns alles. Und ich glaube, das alles ist am allermeisten unseren eigenen Willen. Unseren eigenen Willen. Das Reich von Gott bedeutet, ich habe jetzt einen König in meinem Leben und der hat Sagen. Er ist höchste Autorität. Und schau, das ist der Grund, warum ich in meinem Leben auch gemerkt habe, ich muss lernen, mich zu unterordnen. Zu unterordnen unter Gott. Zu unterordnen, aber auch unter Leitung, die Gott geschenkt hat. Und nicht alles hat mir immer gepasst. Ein Präsident in dieser Pfingstbewegung, mega gesegneter Mann, passt mir auch nicht immer alles. Das ist für mich kein Problem, mich zu unterordnen. Weißt du wieso? Ich anerkenne ihn als ein Mann von Gott gesetzt. Punkt. Es ist ein Teil von dem Reich von Gott, wo unserem Individualismus und unserer Selbstverherrlichung so entgegensteht. Und wir checken es nicht. Ich habe mich ein bisschen gefragt, Herr, wo kämpft es denn so oft auch in uns? Was ist es denn? Was willst du in uns hervorbringen? Schaut, ich glaube, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir einen Begriff, den Gott immer wieder braucht. Und das ist Menschen mit einem geteilten Herz versus Menschen, die mit einem ganzen Herz dabei sind.
Und ich will die Worte von Jesus bewusst so ein bisschen in unsere Zeit auch hineintragen und Gottes Wort auch gesucht, hat gesagt, hey, wo gibt es denn so Sachen? Und das Erste, was ich ansprechen will heute, ist, es gibt Menschen, die haben ein teils Herz ihrer Liebe zu Gott. Es ist, und zwar ihre Liebe zu Jesus. Und was heisst das? Schau, es heisst nicht, dass man nicht Jesus liebt. Das ist nicht das Problem für die allermeisten Christen. Das Problem ist, dass sie Jesus nicht mehr lieben als alles andere. Das ist unser Problem. Man lässt sich innerlich nicht ergreifen. Du kannst im Worship stehen, aber in den Gedanken bist du schon am Nachmittag oder auf dem Minigolfplatz nachher bist. Du kannst im Worship stehen zu Gott und wir beten da, aber du bist eigentlich am Kochen vom Mittagsmenü. Und man merkt nicht, dass man die erste ungeteilte Liebe zu Gott, zu Jesus verleiht. Es ist nicht so, dass man etwas hat gegen Jesus. Oder dass man Jesus ablehnt. Gar nicht. Man hat ihn immer noch lieb. Aber es ist nicht die erste Liebe. Es ist nicht die höchste Liebe. Es ist nicht das, was einem greift. Ich weiss noch, als ich angefangen habe, die Eva zu daten. Ich meine, meine Augen sind ganz auf ihr gewesen. Ich wollte schauen. Zum Glück hat es noch keine Handys gegeben. Die nimmst du sowieso nicht am Date, ist sowieso tabu. Aber nur Augen, nur für sie. Was läuft ab bei ihr? Was empfindet sie jetzt? Was überlegt sie jetzt? All eyes on her. Und Jesus sagt so deutlich, ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch untereinander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, sagt er jetzt, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Und er sagt, weißt du was, es muss nicht so bleiben. Der Zustand von einem teilten Herz, auch der Zustand, wo die Liebe unter uns Mangel hat, muss nicht so bleiben. Sondern er sagt, kehre um zu mir. Kehre um zu mir. Bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Warum bemühe? Bemühe heißt, hey, ich sage meinem Herz, wo so viele andere Sachen auch noch lieben will, stopp! Ich liebe Jesus über alles. Und wenn ich Jesus nicht mehr über alles kann lieben und will lieben oder nicht mehr lieben, dann bin ich verführt. Warum bin ich verführt? Weil ich der Lüge vom Teufel genau gleich wie vor x-tausend Jahren Menschen schon nicht vertrauen, dass in Jesus meine höchste Freude, Erfüllung und Bestimmung ist in meinem Leben. Das ist Verführung. Bemühe dich. Kehr um. Du Buß, heisst in der alten Luther-Übersetzung. Die einen haben das teils Herz in ihren Beziehungen. Die Meinung von der Familie, die Meinung von den Freunden. Ich meine, nicht, dass man Jesus nicht mehr nachfolgen oder so. Oder dass man aufhört, irgendwo Christ zu sein. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die Meinung von den Kollegen, von den Freunden, Geschäftspartner, es ist einem wichtiger als das, was Gott meint. Und weißt du, was dann passiert? Wir verlieren Kraft, Zeugen für Jesus zu sein. Wir verlieren Kraft. Und weißt du, wir verlieren auch die Autorität. Du bist nicht mehr in der Offensive mit Gott, du bist in der Defensive. Und du lässt dich durch den Geist von der Furcht, und der kommt nicht von Gott, lässt du dich in deinem Leben bestimmen. Also als Kind von Gott. Ich nehme es bewusst nochmal auf, als Prinz und Prinzessin von Gott anzustehen, mit der Kraft und Autorität, wo du weißt, wenn ich mich zu Gott stelle, vor den Menschen, verleiht, dann wird Gott etwas tun. Und er sagt, wer auf dieser Welt sich öffentlich zu mir bekennt, der wird ich vor dem Vater im Himmel bekennen. Liebe Leute, wenn wir mit unseren Kleingruppen jetzt dann im Dezember wirklich festmachen, Zusammenkünfte machen und
und Menschen einladen. Warum machen wir das? Wir machen das nicht für eine Defensive. Oder, jetzt haben sie im Buch gesagt, wir müssen das machen mit unserer Kleingruppe. Jetzt machen sie mal auf lazy, jetzt machen sie mal kein Musical da, jetzt müssen wir da zeigen. Nein, was treibt uns? Was treibt uns? Es ist doch die Leidenschaft. dass 150 Kleingruppen von uns für ihre Freunde, ich sage jetzt mal so, für Menschen, die das Reich von Gott noch nicht entdeckt haben, ein Fest, eine Party schmeißen und den Menschen erzählen, es gibt etwas, was du nicht siehst, aber es gibt etwas, was du kannst haben. Es gibt etwas, was besser ist als dein Business am Paradeplatz. Es gibt etwas, was besser ist als dein PhD von der ETH Zürich. Es gibt etwas, was besser ist. Und du kannst den Satz ergänzen mit dem, was du kennst. Das ist das, was doch nicht mehr hören. We're on a mission with Jesus. Und ich weiss eins, Gott hat gesagt, dass er den Menschen die Augen öffnen kann, dass sie das helle Licht vom Evangelium sehen. Und weißt du, das ist nicht eine Frage vom Intellekt. Das ist eine Frage von dem, was im Herzen innerlich abgeht. Du kannst der intelligenteste Mensch auf Erden sein, aber blind sein für die Realität vom Reich Gottes. Aber Gott ist der den Menschen doch die Augen öffnet. Und wie cool zu wissen, wenn wir in dieser Mission stehen, tut Jesus eins und er sagt, hast du den Fritz gesehen? Hast du den Martin gesehen? Hast du Gisela gesehen? Hast du Lucy gesehen? Die sind dort. Die leben schon im Reich Gottes auf dieser Welt und stellen sich zu mir. Und andere Christen haben ein teils Herz beim Geld. Es gibt Christen, die lieben ihr Geld mehr als Jesus. Es gibt Christen, die knausern schon bei ihrem Zehnten. Einer hat mir offen gesagt, oh Matthias, habe ich gerade eine Gehaltserhöhung gehabt. Habe ich gesagt, wie cool ist das, freue mich sowas für dich. 4 Wochen später hat er gesagt, ich kann immer noch nicht den 10. zahlen, es lange nicht. Habe ich gedacht, lieber Mann, du kannst vielleicht rechnen, aber du kennst die Mathematik vom Reich Gottes nicht. Lass mal, Gott ist so viel grösser als deine Möglichkeiten, dich finanziell zu segnen. Gott will dich sogar finanziell segnen. Aber weißt du, er sagt, es gibt eine Bedingung, dass das möglich ist. Und das ist, dass du mir vertraust. Und wir sind wieder am Anfang von der Predigt. So viele Christen vertrauen nicht darauf, dass Gott ihr Versorger ist. Es ist ihre AHV, es ist ihr Arbeitgeber, es sind Gewinne von den Aktienmärkten, das sind ihre Versorger. Aber weißt du, Jesus hat einmal gesagt, du kannst nicht 2 Herren dienen. Du kannst nicht. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Du kannst nur entweder oder. Und weißt du, wenn du um Geld dienst, wird das Geld der Herr sein in deinem Leben. Und du wirst immer Mangel haben, du wirst immer Sorgen haben. Oder es ist Gott. Schau mal, wenn du verstehst, dass das Reich Gottes eine Realität ist, dann weißt du, wenn du deine Hoffnung auf ihn setzt, wird er dich versorgen. Und zwar egal, was dein Arbeitgeber denkt, egal, was die Börse macht, egal, was die AHV macht. Vertrauen. Und wenn ich über das Geld rede heute Morgen, ich weiss, das ist das heisseste Thema bei den Schweizer. Aber weiss, ich tue es aus einer Leidenschaft. Ich will, dass du Gottes Reich und den Segen von seinem Reich erlebst. Und das geht nur, wenn du ihm vertraust. Es gibt keinen anderen Weg. Gott honoriert das Vertrauen.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, wo Gott zu mir geredet hat, gesagt, Matthias, gesehen, du hast die letzten Jahre, hast du auf deinem privaten Konto, du hast immer gespart. Ich bin ein guter Sparer, glaube ich. Und dann sagt Gott zu mir, Matthias, alles auf deinem Konto will ich. Investiere es in die Church, damit das Reich Gottes bauen ist. Alles. Jahrelang. Und ich habe in dem Moment gewusst, Matthias, jetzt kannst du anfangen zu rechnen, jetzt kannst du anfangen Schweizer sein, jetzt kannst du anfangen, was weiß ich, jetzt kannst du anfangen versuchen, intellektuell zu spielen. Oder du denkst, wie man im Reich Gottes denkt. Du vertraust Gott, hörst und handelst. Am nächsten Tag habe ich alles abgegeben. Alles. Was ich nicht damit gerechnet habe, 2-3 Jahre später, ist alles wieder da gewesen. Und das kann nur Gott. Ich spare Jahre und Gott macht sie 2-3 Jahre wieder weg. Das ist Reich Gottes. Das ist Reich Gottes. Und die einen haben das Teil das Herz bei ihrer Zeit, beim Gebet, beim Dienst. Einfach was so übrig bleibt. Wenn ich alles gemacht habe, alles realisiert habe, was ich wollte, wenn dann noch etwas übrig bleibt, ja, gern. Ich habe mal gesagt, Matthias, weisst, jetzt siehst du mich so einmal im Monat im Gottesdienst. Das ist schon cool, oder? Vor Corona bin ich gar nicht mehr gekommen, jetzt komme ich einmal im Monat. Also ich bin etwa die, weißt du was? Ich gemerkt, ich bin im Fall dabei, gell? Montagmorgen, auf dem Weg zur Arbeit, schaue ich einmal noch ein bisschen den Gottesdienst. Ich weiss, wo wir dran sind in der Serie. Und lass mal, Gott geht es doch nicht darum, dass du den Online-Gottesdienst abspulst und ein Online-Christ bist. Die erste Kirche, das heisst, sie trafen sich täglich. Täglich. Sie kamen regelmäßig zusammen, heißt es. Sie teilten alles, was sie miteinander, was sie besaßen. Hey, einander zu sehen, zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern, einander zu ermutigen. Das war ihr Lifestyle, das war ihr Hobby, ihre Passion, das war alles miteinander. Und nicht ein Teil vom Leben. Nicht ein Teil vom Leben. Und ich frage mich so, wie weit weg wir wirklich sind vom Leben in dem Reich Gottes. Und ob wir es darum nicht verpassen, dass so oft in unserem Leben mehr zu sehen von Gottes Herrlichkeit. Haben wir nicht vorher gesungen, ich will mehr sehen von dir. Ich will mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Ich glaube, der Wunsch der weckt Gott im Leben der allermeisten Menschen. Aber es gibt nur einen Weg, dass wir Gott ernst nehmen. Und das dort, wo unsere Herzen geteilt sind. Dort, wo Gott nicht wirklich am ersten Platz ist, wo wir für ihn leben, Matthäus 6,33, das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Lass mich noch schnell mit der Geschichte. Ich wollte jetzt Nepal nicht bemühen, aber ganz kurz noch. Dort war ein Mann, als er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Haben sie ihn auf heissen Teer gestellt mit seinen Füßen. Haben ihn dort stehen lassen. Seine Füße haben angefangen zu verbrennen, grauenhafte Schmerzen. Sind sie vorbeigegangen, haben ihn noch angespuckt. Und am Schluss haben sie ihn gezwungen, noch die Spucke aufzunehmen und zu essen. Er hat so gelitten. Der Mann war dabei bei einem unserer Gottesdienste. Und wo wir gesagt haben, hey, es lohnt sich, für Jesus alles zu geben und sogar zu leiden. Er war der Erste, der aufgestanden ist und gesagt hat, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Als ich das gesehen habe, das hat etwas gemacht mit mir. Die ersten Christen haben gesagt, wir sind glücklich, weil wir würdig erachtet worden sind von Gott, zu leiden für Jesus. Könnte es sein, dass Gott einfach da ist heute Morgen und dass er einfach uns sagt, ich will dein Herz ganz.
ich will es wirklich ungeteilt für mich, für sein Reich. Wenn wir aufstehen und beten. Herr Jesus, deine Gegenwart ist da heute Morgen. Und ich weiss, dass die Predigt sehr herausfordernd war. Aber ich weiss, vor 3 Wochen hast du mir gesagt, Matthias, du musst das bringen in dem Gottesdienst. Und jetzt sind wir da. Und ich weiss, das, was dich treibt, das ist deine Liebe zu uns Menschen. Es ist der Wunsch, dass wir wirklich das alles dürften erleben, was Teil ist von dem Reich von Gott. Und du wirbst um unsere Herzen heute Morgen. Du weißt, was uns schwerfällt. Du weißt, wo wir kämpfen. Du weißt, wo es für uns nicht so einfach ist im Alltag. Du kennst Challenges, wo wir drin sind. Aber ich glaube, dass deine Liebe grösser ist. Unsere Herzen ganz für dich heute Morgen zu gewinnen. Und wenn du da bist heute Morgen und du sagst einfach, hey, ich merke, ich kenne ja den Kampf in meinem eigenen Leben auch. Aber ich bin im Gottesdienst und ich will wirklich neu Jesus begegnen. Und ich möchte ihm wirklich auch sagen, hey, für das Königreich von ihm, für das Leben mit ihm, ich will mit Gottes Hilfe, ich will das lohnt sich sowas, alles investieren. Ich will meinem Herz heute Morgen sagen, es soll nicht mehr geteilt sein, so viele Sachen, sondern es soll Gott ganz ergeben sein. Wenn es dein Wunsch ist, lade ich dich einfach ein heute Morgen, dass du deinen Platz verlässt und dass wir heute Morgen miteinander da, wir können vielleicht sagen, von der Bühne kommen oder auch von dem Altar Gottes, einfach zu Gott kommen. Und ich glaube, dass es an diesem Tag darum geht, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt heute Morgen etwas zu bekennen und etwas zu erneuern. Dass es darum geht, heute Morgen unseren eigenen Herzen zu sagen, bei allen Challenges, die ich habe, mein Herz soll fest sein, wirklich bei Gott. Und wenn du merkst, hey, der Wunsch, du hast den Wunsch, und du merkst, wie Gott zu dir können reden, dich ansprechen heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, komm doch jetzt einfach, verlass deinen Platz. Und wir wollen da vorne wirklich einfach ein Zeichen setzen, das so wichtig ist und gut ist auch für uns und auch gut ist für unser Umfeld, wo wir einfach sagen, da bin ich all in, da bin ich all in. Halleluja, Halleluja.